SRF Audio. Wenn wir euch fragen, dann sagen die allermeisten, Gianni Infantino, der muss weg. In unserer Umfrage auf der SRG-Debattenplattform Dialog sagen 96%, Infantino sei einfach nicht mehr der Richtige an der FIFA-Spitze. Infantino, der war ja schon vor der WM maximal unbeliebt bei vielen hier im Westen, in Europa. Inzwischen ist die Kritik aber so laut geworden, dass auch mächtige Stimmen im Fußball seinen Rücktritt fordern. Ist das Ende der Ära Infantino bei der FIFA wirklich realistisch oder eher europäisches Wunschdenken? Und was heißt das alles für den Fußball und die Weltpolitik sowieso? Antworten auf die ganz großen Fragen, die gibt's hier in dieser Bonusfolge der SRF-Podcast-Serie König Gianni, die Infantino-Story von News Plus Hintergründe. Ich bin Raphael Günther. Isabel, wir haben ja in der Podcast-Serie das Leben von Infantino angeschaut. In 4 Episoden. Der Kämpfer, der Mächtige, der Gehasste, der Trump-Freund. In welchem Kapitel sind wir jetzt gelandet? Also vielleicht könnte man jetzt der Schamlose sagen. Also ich hatte ja so ein bisschen erwartet, dass nach dieser Mega-WM jetzt Ruhe um Infantino einkehrt. Es war ja dann trotz einiger Kritik ein ziemlicher Erfolg, aber falsch gedacht. Offenbar fühlte sich Infantino so sicher in seiner Position als, man kann fast sagen, absoluter Fußballherrscher, dass er wohl dachte, perfekter Moment für meinen Privatisierungsplan. Der Schamlose, das nehmen wir mal so mit. Neben Isabel Pfaff aus der SRF Wirtschaftsredaktion haben wir auch noch andere Gäste eingeladen, um eben diese großen Fragen hier zu besprechen. Sebastian Ramspeck ist da von SRF Global, internationaler Korrespondent von SRF, und auch Mehmet Sikora vom Fußball-Podcast Sikora Gisla ist hier. Mehmet, der Schamlose, ich nehme das direkt mal auf. Waren nicht alle im Fußball immer schon schamlos, auch Blatter? Dem hat man das ja auch vorgeworfen. Bis zu einer gewissen Grenze, ja, stimmt das. Das ist, glaube ich, was mit der Macht ein bisschen mitkommt. Da werden viele ein bisschen schamloser, und je sicherer man im Sattel sitzt, desto mehr Macht hat man und desto mehr kann man auch diese Grenzen ausloten, und das geht dann ziemlich schnell in diese Schamlosigkeit über, die wir jetzt erleben bei Infantino. Er hat immer ein bisschen mehr Grenzen überschritten, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo so viele Grenzen überschritten worden sind, dass der Widerstand heftig wird. Heftiger Widerstand, den werden wir sicher auch noch thematisieren. Sebastian, du als Experte für Geopolitik, wenn man sich auf der ganz großen Weltbühne bewegt, muss man da nicht einfach ein bisschen schamlos sein? Schamlosigkeit ist ein mögliches Erfolgsrezept. Donald Trump hat das natürlich wunderbar bewiesen, dass man eben mit Schamlosigkeit punkten kann bei den eigenen Wählerinnen und Wählern, aber eben auch auf der diplomatischen Bühne. Aber diese Schamlosigkeit muss irgendwie unterfüttert sein mit Machtmitteln, die man auch wirklich hat, weil sonst kommt man mit Schamlosigkeit nicht weiter. Und da sehen wir eine Parallele, aber natürlich auch einen Unterschied zu Infantino. Also Infantino ist natürlich in der Welt des Fußballs der König, der Papst, vielleicht der Gott. Aber er hat sich hier wohl übernommen, weil er eben dann doch nicht über die Machtmittel eines amerikanischen Präsidenten verfügt. Und die braucht man dann wahrscheinlich, um mit der Schamlosigkeit sehr weit zu kommen. Besonders viel musste sich Infantino eben auch in den letzten Tagen und Wochen diesen Vorwurf der Schamlosigkeit rund um die Teilprivatisierung der WM anhören, dass eben Teile der WM-Übertragungsrechte in eine private Investorenfirma überführt werden sollten. Beteiligt sein sollte auch der Bruder von Trumps Schwiegersohn, also wirklich so eine explosive Mischung, hat man schon fast den Eindruck, die sich da zusammengebraut hat. Inzwischen hat Infantino dann zurückgekrebst, hat die ganze Sache abgesagt. Und dass Infantino ja immer wieder auch Grenzen auslotet, ausprobiert, wie weit er gehen kann. Das haben wir in der Podcast-Serie ausführlich auch besprochen. Isabel, hat er denn jetzt wirklich geglaubt, dass er damit durchkommt? Also er hat es geglaubt, davon kann man ausgehen. Und ehrlich gesagt, warum auch nicht? Also er ist schon mit so vielen unglaublichen Sachen durchgekommen. Also man kann nur mal so die jüngsten Sachen nehmen, die WM 2030 auf 3 Kontinenten, ein organisatorischer Wahnwitz eigentlich. Dann die Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien, die fast so ein bisschen sang- und klanglos untergegangen ist. Er hat sie ja quasi im Alleingang an Saudi-Arabien vergeben. Auch da, die mächtigen Verbände haben ihm keinen Einhalt geboten. Und jetzt zuletzt auch dieser FIFA-Friedenspreis an Trump, von dem, man weiß es ja von einigen FIFA-Council-Mitgliedern, niemand aus der Exekutive wirklich etwas wusste. Also das sind ja alles schon Dinge, die ihn natürlich bestärkt haben dürften, dass er weit gehen kann. Ja, und es ist auch so, dass er wahrscheinlich auch
damit gerechnet hat, dass es gewissen Widerstand gibt, wie bei vielen Sachen, die er eingeführt hat. Er hat die WM aufgeblasen, er hat die Club-WM eingeführt, das alles gegen den Widerstand einiger Verbände. Aber er dachte, er sei fest genug im Sattel, dass er diese leisen Stimmen aus Europa von ein paar Verbänden, die prallen an ihm ab, aber mit der Mehrheit kommt er durch. Und ich glaube, das ist jetzt immer so passiert bei all den Sachen, die er eingeführt hat. Und er hat nicht gedacht, dass es mal größer wird als das. Ein paar murrende Westeuropäer, an die hat er sich gewöhnt längst. Aber jetzt ist die ganze Welt ein bisschen aufgebracht. Das ist ein neues Kaliber. Er hat sich überschätzt. Ja, das kann man so sagen. Er hat sich übernommen. Wie erklärt ihr euch das? Also wie kam es zu diesem Punkt, dass er sich so verkalkulieren konnte, so verzocken konnte? Er der Taktiker, er der schlaue Fußballfunktionär, der alle Zügel, hatte man das Gefühl, einfach immer im Griff hat. Das kann man ja bei vielen Mächtigen eigentlich beobachten. Irgendwann stellt sich, glaube ich, das Gefühl ein, man sei einfach unverwundbar. Man kann machen, was man will. Seine Idee war immer, ich schütte einfach Geld aus. Und solange das Geld kommt, wusste er, es ist Ruhe im Karton. Solange die vielen Verbände darüber froh sind, dass sie immer mehr Geld kassieren. Und ich meine, man muss diesen Sprung mal vorstellen. Von dem Punkt, an dem er gewählt wurde als FIFA-Präsident, sind die Beträge seit 2016 um das 8-fache gestiegen. Jeder Verband kassiert jetzt das 8-fache als vorhin. Und solange das eigentlich garantiert ist, kann man sagen, gut, wenn ich das Geld einfach weitergebe, wenn ich das einfach rausschmeiße, wenn ich allen immer mehr gebe, dann ist einfach Ruhe im Karton. Alle Mächtigen übernehmen sich mal, Sebastian? Ja, klar, das ist natürlich eine sehr menschliche Eigenschaft, dass man vielleicht Macht akkumuliert, dass man eben mit seiner Schamlosigkeit, mit seiner Art immer weiterkommt und irgendwann dann vielleicht die Relation verliert. Also ich habe jetzt auch zur Recherche zu diesem Gespräch heute mit einer Person reden können, die Infantino ein bisschen kennt und gesagt hat, er ist halt auch wirklich immer beratungsresistenter geworden. Das ist auch normal, wenn man Erfolg hat, beziehungsweise das dann eben dann die Schwäche, die sich zeigt in dem Moment, wenn man nicht bis zum letzten Punkt in seiner Karriere immer auch auf kritische Stimmen hört, dann kommt man an einen Punkt, wo man die eben nicht mehr hört und die ignoriert. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn er ein bisschen offener gewesen wäre und mit mehr Leuten gesprochen hätte, die ihn auch kritisch hinterfragen, dann wäre ihm dieser Fehler nicht passiert. Ich würde auch sagen, das ist wie so der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an so drauf war, wie man ihn jetzt erlebt, aber er hat halt sozusagen mit jedem Jahr neue Erfahrungen gemacht, wie weit er gehen kann, aber auch hat natürlich immer kleine Stellschrauben gedreht, wo er so ein bisschen Widerstand ausgeschaltet hat oder unsichtbar gemacht hat. Und dann, glaube ich, ist das so eine Begleiterscheinung, wie du sagst, Sebastian, dass man nur noch Ja-Sager um sich hat und dann auch falsche Schachzüge sozusagen, die werden einem gar nicht mehr zurückgemeldet. Und ich glaube, so kam es auch zu dieser Selbstüberschätzung. Er hat sich auch ein bisschen in diese Lage selber gebracht, weil wenn das einzige Argument, das ich habe als FIFA-Präsident ist, ich schütte immer mehr Geld aus, dann muss ich irgendwo immer mehr Geld herkriegen. Also muss ich all diese Sachen machen, die vielleicht auf Widerstand stoßen, aber ich brauche das, sonst habe ich meine Macht verloren. Aber ketzerisch zurückgefragt, war das nicht immer das System FIFA, das einfach Geld ausgeschüttet wird? Da ist ja eigentlich eine Geldausschüttungsmaschine und sonst nicht viel. Das ist sie schon und die Beträge sind auch gestiegen über all die Jahrzehnte, aber seit Infantino ist es explodiert. Es kam immer mehr, aber es war nie das einzige Argument und die meiste Zeit war es eigentlich an Anforderungen geknüpft. Du kriegst Geld, wenn du das und das machst. Ich plane ein Stadion, ich plane einen Trainingsplatz und jetzt sind die Grundstocke, die sind einfach so aufgebläht worden, dass einfach jeder Verband immer viel mehr kassiert als vorhin. Das Geld, das gebraucht wird zum Machterhalt. Gleichzeitig hat man ja eben auch diese Freundschaft ganz gut beobachten können zwischen dem US-Präsidenten, zwischen Donald Trump und dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Jetzt war bei diesen Investorenplänen auch noch der Bruder des Schwiegersohns von Trump, soll da beteiligt gewesen sein. Was denkst du, Sebastian? War da irgendwie ein unangenehmes Telefon nötig von Infantino ins Weiße Haus? Gut, das wäre jetzt Spekulation, darüber zu sinnieren, wie das Telefongespräch verlaufen ist, wenn es denn eines gegeben hat. Es wurde ja abgestritten, dass es da direkte Kontakte gab. Es ist interessant, dass Donald Trump jetzt ganz kürzlich mit einem Post auf Truth Social Infantino die Stange hält. Es gab ja viele Beobachterinnen und Beobachter, die davon ausgegangen sind, Trump lässt Infantino dann wie eine heiße Kartoffel fallen. Aber um das zu beurteilen, müssen wir wissen, was die beiden vielleicht noch im Schilde führen zusammen, was sie vielleicht auch in der Hand haben gegen den anderen. Wir kennen hier natürlich nur einen ganz kleinen Teil wahrscheinlich der Realität. Aber es ist schon so, wenn natürlich Trump jetzt wirklich Infantino weiter die Stange hält, und bei Trump ist immer mit vielen Fragezeichen verbunden, ob er wirklich morgen noch das tut, was er heute tut. Aber wenn er es tut, dann knüpft er ein bisschen das Schicksal von Infantino natürlich auch an seinen Einfluss, auch im Fußball, im Weltsport.
das kann schon noch spannend werden. In Europa und auch hier in der Schweiz, da hatte ich den Eindruck, dass schon fast etwas so die Hoffnung hochkam, dass das alles jetzt eben der berühmte Tropfen war, dass es jetzt genug ist, dass Infantino jetzt rausgeschwemmt wird aus diesem FIFA-Präsidium, dass das sein Ende an der Spitze des Weltfußballs einläutet. Das ist bis jetzt nicht passiert. Was denkst du denn, Isabel, was müsste vorfallen, damit Infantino zum Beispiel von sich aus sagt, okay, genug, ich ziehe mich zurück, ich trete zurück? Also wirklich so sein freiwilliger Rückzug, den halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Also dazu ist die Sache schon so weit gediehen und irgendwie dazu hätte es jetzt schon so viele Anlässe gegeben und er hat es nicht gemacht. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo er wirklich nur noch auf massiven Druck reagiert und eigentlich muss es wahrscheinlich irgendeinen FIFA-Kongress geben, einen außerordentlichen, wo ihm entweder das Misstrauen ausgesprochen wird oder wo er wirklich schon abgewählt wird. Ich schätze, das wird eigentlich der Verlauf sein, wenn es soweit kommt. Aber dass seine Situation im Moment ziemlich prekär ist, würde ich schon betonen. Also der hat sicher noch ein paar Trümpfe im Ärmel, aber dass sich jetzt 3 Kontinentalverbände geschlossen gegen ihn wenden, das ist, glaube ich, schon was nie da gewesen ist. Also und wie steht's denn eigentlich um die nächsten Wahlen? Die sind ja regulär angesagt für den März 2027 fürs FIFA-Präsidium. Auch hier, wenn ich euch zuhöre, muss man sagen, wenn er jetzt im Hintergrund gut verhandelt, gut taktiert, dann steht dieser Wiederwahl, Stand heute, im August nichts im Weg. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es keine zweite Person gibt, die über all die Jahre, und es gibt schon so lange Jahre Kritik an Infantino und kein Kontinentalverband, kein Landesverband hat es geschafft, irgendeine Person herauszubringen, die ernsthaft eine Gefahr sein könnte für Infantino. Und man muss das halt auch sehen. Wir haben hier gewisse moralische Vorstellungen, wie der Fußball, wie die FIFA geführt werden muss. Aber halt viele Kontinentalverbände sagen einfach, okay, wer gibt mir wie viel Geld? Und das ist eigentlich die Entscheidung. Also eine mögliche Nachfolgerin, ein möglicher Nachfolger von Infantino muss einfach garantieren können, dass die Landesverbände gleich viel Geld kassieren und ein gewisses Profil haben. Und das ist momentan leider noch nicht in Sicht. Infantino wurde ja zum Beispiel von Trump auch schon mal ins Spiel gebracht als UNO-Generalsekretär. Wenn Infantinos Zeit an der Spitze der FIFA dann mal vorbei sein sollte, irgendwann wird auch die enden, diese Ära von Infantino. Siehst du für ihn, Sebastian, irgendwo auf der Weltbühne ein Pösteli oder einen Posten, der für ihn interessant sein könnte? Also UNO-Generalsekretär wird er ganz sicher nicht werden. Da würde ich mein ganzes Gehalt darauf Wirklich? Ja. Okay, das haben wir gehört. Nein, da müsste er ja alle UNO-Sicherheitsrats ständigen Mitglieder auf seiner Seite haben. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel das Vereinigte Königreich da zustimmen würde. Der Premierminister hat ja bereits gesagt, dass Infantino weg muss. Da findet man normalerweise Konsenskandidaten, oder Kandidatinnen. Um UNO-Generalsekretär zu werden, darf man niemand vor den Kopf gestoßen haben und nirgendwo anecken. Und das ist bei Infantino ganz klar nicht mehr der Fall. Es ist ja auch so, er braucht jetzt zumindest aus finanziellen Gründen nicht unbedingt noch ein Pösterli nachher. Aber vielleicht, weil es interessant sein könnte. Ja, also ein bisschen vermitteln und rumchatten und irgendwelche Mächtigen hofieren, das wird sicher auch später noch möglich sein. Botschafter von irgendeiner Ölkonzern oder so. Ich finde es eben eine interessante Frage und würde mich auch wundern, wie ihr das seht. Er ist für mich schon auch der Typ Mensch, der natürlich immer das Geld und den Reichtum auch als ein sehr wichtiges Ziel wahrscheinlich verfolgt hat. Aber am Schluss geht es ihm, glaube ich, nicht in erster Linie ums Geld, sondern es geht ihm darum, irgendeinen Platz in der Geschichte zu haben. Ich meine, seine Reden sind ja zum Teil skurril, wo er sich da aufspielt als jemand, der eben wirklich UNO-Generalsekretär oder Friedensnobelpreisträger oder weiß ich nicht was werden möchte. Denn Geld verdienen ist für ihn wahrscheinlich kein Problem. Er kann irgendeinem Golfstadt ein Berater werden von einem Verein oder einem Emir oder einem König. Aber wahrscheinlich sein Ziel, eine Art Figur wirklich in der Weltgeschichte zu werden, das hat er ein bisschen verbockt. Ja, ich glaube, das war ehrlich gesagt auch eines der Ziele bei dem Privatisierungsplan, weil langfristig hätte ich mir jetzt vorstellen können, wenn das durchgekommen wäre, dann wäre er auch ein potenzieller Kandidat gewesen, dort irgendwann so eine CEO-Funktion einzunehmen oder so. Und da hätte er nicht das Problem gehabt mit ablaufenden Amtszeiten und dass er wiedergewählt werden muss und so. Also das, glaube ich, war vielleicht eine Idee, die er hatte. Und zum Geld, ich glaube auch, dass ihm Position und Ruhm wichtig sind, aber Geld, da gab es ja auch schon ganz zu Beginn seiner Amtszeit diese Episode, dass er 2 Millionen Jahresgehalt als beschämend bezeichnet hat. Also es spielt schon auch eine sehr wichtige Rolle. Und ob er sozusagen seinen jetzigen finanziellen Status aufrechterhalten kann als Berater von einem nahöstlichen Fußballverein,
bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist schon auffällig, oder? Also er tritt ja immer wieder auf, auch in seinen Reden oder an Friedensgipfeln, die er mit Trump absolviert hat. Da hat man schon auch das Gefühl, ja, also das ist nicht nur ein Fußballfunktionär, das ist schon fast irgendwie ein Politiker, ein Botschafter. Ja, und das ist ja auch oft ein bisschen schief gelaufen. Er hat ja mal diese berühmte Rede gehalten, wo er gesagt hat, today I feel gay, today I feel migrant worker, wo er sich so aufgespielt hat als eine moralische Instanz, was aber irgendwie ein bisschen schräg war, weil man auch nicht ganz verstanden hat, an wen richtet er sich damit und wo will er überhaupt punkten, weil er ja gleichzeitig dann eben auch eng ist mit Ländern, die jetzt vielleicht to be gay nicht so toll finden. Also es war ein bisschen schräg irgendwie und wurde dann auch so aufgefasst eigentlich von den meisten Beobachterinnen und Beobachtern, dass er da versucht hat. Vielleicht war das auch schon ein Vorzeichen für den Fehler, den er jetzt gemacht hat, dass er manchmal irgendwie nicht richtig einschätzt und dass ihm letztlich eben dann doch das politische Gefühl und die Empathie fehlt, die man eben am Schluss neben Schamlosigkeit auch haben muss, um ganz nach oben zu kommen. Wahrscheinlich ist Trump dann doch noch ein bisschen gewiefter, weil er noch besser die Stimmung bei den Leuten, die für ihn wichtig sind, einschätzen kann, als Infantino, der letztlich wahrscheinlich dann eben einem Trump in einem gewissen Sinne auch intellektuell, möchte ich sogar behaupten, unterlegen ist, weil er weniger dieses Gespür hat. Ja? Dieses Gespür hat für Situationen. Und ein paar Monate später wurde er ja ohne irgendeine sehenswerte Gegenstimme wiedergewählt. Also sozusagen, er hat da ja auch wieder die Erfahrung gemacht, für mich zählt jetzt diese öffentliche Meinung nicht so sehr, weil ich werde ja dann einfach per Akklamation wieder im Amt bestätigt. Also eigentlich kann er ja, weil sein Produkt der Fußball ist und so viele Fußballfans gibt rund um den Globus, kann er eigentlich, der König Gianni kann immer auf sein Volk zählen, ob sie ihn mögen oder nicht, weil alle lieben halt Fußball. Genau. Die früheren Könige hat im Volk auch nicht, die waren auch nicht sonderlich beliebt im Volk und trotzdem hatten sie diese Macht und weil halt der Fußball so ein großes Potenzial hat, um viele Leute zu erreichen und sehr, sehr viel Geld generiert eigentlich in erster Linie, muss er sich eigentlich nur noch auf die beschränken, die wirklich wichtig sind. Macht man da als Fußballfan eigentlich auch ein bisschen die Augen zu und sagt, ja gut, ich mag halt das Spiel und alles rundherum? Es ist schon so, dass in den letzten Jahren man die Ekelgrenze ziemlich kontinuierlich hochschieben musste, um das weiterhin noch zu verfolgen. Und jedes Mal, wenn man denkt, es kommt nicht schlimmer, dann passieren Sachen wie während der Weltmeisterschaft mit diesem Balogun-Fall, mit der Aufblähung von X-Turnieren, mit irgendwelchen komischen Reden. Es wird eigentlich immer schlimmer. Wenn man aber das Produkt Fußball so mag, ich will es eigentlich gar nicht Produkt nennen, sondern den Sportfußball so mag, muss man doch ziemlich halbblind eigentlich durchs Leben gehen. Aber es ist halt ein Produkt am Ende, ein Produkt, das enorm viel Geld einbringt und das hat Gianni Infantino immer geschafft. Genau, das hat er geschafft. Also sein kommerzieller Erfolg ist eigentlich unbestritten. Das muss man wirklich sagen. Und das ist natürlich das, was ihn 10 Jahre lang jetzt an der Macht gehalten hat. Aber ich finde, weil du gerade auch nochmal diese rote Karte bei der WM angesprochen hast, ich finde, man hat jetzt schon auch einen Vorgeschmack dessen gesehen, was passiert, wenn sozusagen die privaten, die kommerziellen Interessen so stark sind, dann fangen sie an, die Integrität des Spiels zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist auch wirklich bei der gesamten Fußballgemeinde angekommen. Und das wäre auch ein Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn der Privatisierungsplan, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann durchkäme, dass es doch das Spiel angreift. Und dann wiederum weiß ich nicht, ob das Geschäftsmodell am Ende noch aufgeht. Es ist etwas, bei dem ich zumindest gedacht habe, wir hätten das überwunden. Also wenn man zum Beispiel die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien anschaut. Spanien war Gastgeber und es war für die FIFA überlebensnotwendig, aus finanziellen Gründen, dass Spanien weiterkommt. Und wenn man die Spiele anschaut, es war katastrophal, was dort gepfiffen wurde. Also man musste aus kommerziellen Gründen schauen, dass der Gastgeber weiterkommt. Und das hat man eigentlich nachher überwunden, gedacht. Und jetzt geht es, weil es um so viel mehr Geld geht, ist es wieder zurückgekommen unter Infantino. Und das finde ich katastrophal. Wirklich sehr schlimm. Katastrophal aus Sicht, auch aus Fanperspektive. Jetzt, wenn Infantino dereinst als FIFA-Präsident auch tatsächlich abgelöst wird, was denkst du denn, wird dann einiges anders, alles anders im Fußball oder halt vieles doch auch gleich bleiben? Also ich glaube, wenn die Strukturen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann ist es recht wahrscheinlich, dass ein ähnlicher Herrscher oder Herrscherin wieder an der Spitze landen, weil sozusagen die Mechanismen des Machterhalts gleich sind, weil wir halt dieses Prinzip haben, ein Verband, eine Stimme und dann eben diese Kleinstverbände sozusagen verglichen mit ihrer Fußballbedeutung oder auch Bevölkerungsbedeutung halt sehr viel Macht haben. Und das befördert eigentlich so ein Patronagesystem. Und wir haben das eben gesehen, auch Infantino ist ja schon als
als Reformer angetreten und was jetzt daraus geworden ist. Deswegen denke ich schon, wenn in der FIFA alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann werden wir wahrscheinlich Infantino 2.0 erleben. Er hat ja auch es geschafft, die Reformen, die Blatter angestoßen hat, auszuhebeln oder zu umgehen. Die sind auf dem Papier irgendwie noch da, aber letztlich, es gibt keine Aufsicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Daran müsste sich, glaube ich, was ändern. Es bräuchte eine externe Aufsicht über die, wahrscheinlich dann nicht nur über die FIFA, sondern über die ganzen großen Dachverbände. Aber die dürfte wahrscheinlich nicht intern sein, weil das haben wir gesehen, das hat nicht funktioniert. Was man so liest, ist, dass möglicherweise auch Asien eben das Zünglein an der Waage sein könnte bei der Zukunft, auch wenn wir jetzt über eine mögliche Nachfolge von Infantino reden würden oder jemand, den ihn ablösen kann. Welche Interessen spielen da auch vielleicht geopolitisch noch mit, Sebastian? Da gibt es halt auch unterschiedliche Interessen. Da gibt es eben die Infantino die Stange halten werden und Infantino wird sich darum bemühen, weil er eben fürs Geldverteilen steht. Und dann gibt es aber auch andere, also ich glaube, der Präsident des asiatischen Verbandes, Sheikh Salman, er rechnet sich wahrscheinlich selber aus, vielleicht Infantino beerben zu können. Also da werden eben dann sehr viele Partikularinteressen wahrscheinlich zum Tragen kommen bei der Positionierung der einzelnen Länder bzw. Verbände und das Bild wird nicht so einheitlich sein. Es ist ja schon interessant, wenn wir über Fußball reden, dann landen wir irgendwann bei den ganz großen Themen und auch bei der Weltpolitik. Ich glaube, es ist ja interessant, dass wir hier schon auch ein bisschen etwas sehen, was wir in der Weltpolitik sehen. Gewissermaßen ein bisschen der Kampf Europas, des alten Platzhirschen unter den Kontinenten gegen die anderen, die sich emanzipieren gegen Europa. Man kann es ein bisschen so verstehen, aber mit einem großen Unterschied. Beim Fußball, und vielleicht muss man böswillig sagen, nur noch beim Fußball ist Europa noch die Supermacht Nummer 1 auf der Welt. Bei der Technologie, bei der Wirtschaft eben Europa in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv an Bedeutung verloren hat und nur noch Nummer 3 oder sogar noch weniger ist und eigentlich die großen dominierenden Supermächte natürlich die USA und China sind. Wir sind jetzt so ein bisschen an einen Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, ja, so vieles wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Gibt's irgendwas, was dir jetzt noch Hoffnung macht, Meme? In Sachen Fußball. Das setzt jetzt ziemlich Druck auf. Ja. Irgendetwas Positives im Weltfußball. Nein, das wird, also was wünschenswert wäre zumindest für mich, ich glaube nicht daran, dass wir die große Revolution erleben werden. Da habe ich keine Illusionen. Aber ich hoffe mir zumindest, dass man wieder wegkommt von dieser Nähe suchen mit den Supermächtigen, dass probiert wird, immer mehr Geld zu kassieren. Das einzige Ziel der FIFA kann nicht sein, wir müssen immer mehr Geld verdienen und das laufend immer erklären mit, ja, das geht ja an den Fußball zurück. Es geht eben nicht nur an den Fußball zurück. 1/3 bleibt in der riesigen, aufgeblähten FIFA-Struktur hängen. Also, dass da eine Redimensionierung stattfindet und dass man auch die kleinen Verbände überzeugen kann, ihr bekommt jetzt halt nicht jedes Jahr wieder viel mehr als vorhin. Seid mal zufrieden mit dem, wir können die Verteilung verbessern, wir können ein bisschen umverteilen, das kriegen wir alles hin, dass zumindest das mal durchkommt. Ich wollte etwas Positives sagen. Ja, gerne. Dann bin ich nicht skeptisch. Ja, okay. Ja, ich setze vielleicht ein bisschen Hoffnung, aber vielleicht ist es auch naiv, in diese Idee, die kursiert, dass man vielleicht diese FIFA-Präsidentschaft ersetzt durch so ein rotierendes System. Also, dass man eben die Chefs der Kontinentalverbände, dass die eben ein bisschen so ähnlich wie im Bundesrat, dass die halt abwechselnd die Führung übernehmen und die FIFA eher so ein Organisationskomitee wird. Das, finde ich, hat irgendwie so einen gewissen Reiz. Vielleicht liegt darin die positive Zukunft des Weltfußballs. Danke Isabel Pfaff aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Sebastian, du zum Schluss irgendetwas Hoffnungsvolles, das du in der ganzen Sache siehst? Ja, für Hoffnungen im Weltfußball bin ich zu wenig Fußballfan, beziehungsweise gar keiner. Aber wenn du etwas Positives hören willst, ich meine, wir reden hier nur über Fußball. Und es ist interessant, wie viel Aufmerksamkeit dieses Thema bekommt. Und am Ende geht es eigentlich nur um Spiel. Und im Vergleich zu vielen anderen Konflikten auf der Welt geht es hier nicht um Leben und Tod. Und das ist eine positive Nachricht. Einverstanden, Meme? Es ist natürlich schwierig für mich als Fußballfan, wenn du sagst, es geht nur um Fußball, aber ich bin völlig bei dir. Es ist wirklich nur Fußball. Ich muss mir das auch x-mal sagen. Und wenn man immer redet, wie groß der Fußball ist, dann muss man auch sehen, zum Beispiel, ein Riesenclub Real Madrid macht gleich viel Umsatz wie der Erfolg etwa. Also es ist wirklich eigentlich vernachlässigbar finanziell und bedeutungsmäßig sowieso. Aber da muss ich als Wirtschaftsredaktorin doch kurz einhaken. 2% der globalen Wirtschaftsleistung liefert der Sport dann doch. Nicht der Fußball, aber der Sport. Da wäre vielleicht doch Aufmerksamkeit gerechtfertigt.
Danke euch dreien. Sebastian Ramspeck, internationaler Korrespondent von SRF. Danke dir, Meme Sikora vom SRF Fußball-Podcast Sikora Gisela. Am 18. August seid ihr zurück mit einer neuen Folge. Genau, dann ist auch Tom aus den Ferien zurück. Dann machen wir weiter mit dem schönen Teil des Fußballs. König Gianni, die Infantino-Story, das ist eine Podcast-Serie von News Plus Hintergründe. Abonniert den Kanal gerne, damit ihr keine neue Serie mehr verpasst. Auch Feedback freut uns sehr, über die Kommentare zum Beispiel oder per Mail an newsplus@srf.ch. Produziert hat diese Folge Oliver Carrison, ich bin Raphael Günther. Bis gleich. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.